Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear Inheritance Uff Pelzig. Ja, mit L3 kann ich nach wie vor jetzt auch wieder meine Taschenlampe einschalten. Und ich denke, hier haben wir soweit auch alles gefunden, was von Interesse ist. Und jetzt würde ich mich ganz gern im Kinderzimmer stellen. Das ist, soweit ich weiß, noch auf der Seite. Und dort noch, die ich erst ins Atelier gehe. Ich muss aber sagen, ich muss echt gestehen, ich bin, ja, das hatten wir schon, dafür, dass wir hier nur ins Arbeitszimmer gegangen sind, haben wir hier ganz schön viel erlebt, muss ich sagen. Die Sache mit der gespaltene Wege von Mutter und Vater, die Sache mit dem Mr. Scooter und alles, das war schon sehr viel hier. Dafür, dass wir nur in ein Zimmer gegangen sind, bin ich mal gespannt, was uns im Atelier dann erwartet. Da wollte ich jetzt noch rein. Oh. Oh, das ist der Psychoraum. Das ist der absolute Psychoraum. Da ist das Bild, was er von ihr gemalt hat, nach ihrer Hauttransplantation, nämlich Moa, oder vor ihrer Hauttransplantation. Aber es ist, trotz ihrer Entstellung, ist es nach wie vor noch eine sehr schöne Frau, wie ich finde. Und er hat sie hier mehrfach gemalt. Und das war wohl all das, was dann seiner Ansicht nach in seinem Wahn nix Woche ist. Das hat er dann alles hier hingeschmissen. Wobei ich sehr viele hier sehr gelungen finde. Das da ist ein schönes, das ist ein schönes Woche, das ist auch sehr schön Woche. Das ist ohne die Entstellungen, ach wunderschön. Also wunderschöne Frau, aber eben durch den Brand tatsächlich leicht entstellt war. Aber wahre Schönheit kann ja nichts trügen. Aber wie wir schon in der letzten Episode gehört haben, sie war halt nach ihrem Unfall nichts anderes als Last und Bürde und war von Anfang an halt immer nur sein Muse und nicht sei geliebte Frau. Ja, das ist auch das, was er mitkriegt hat. Was sie mitkriegt hat. In dem Raum hat er nur Wahnsinn gehabt. Er hat Bilder von seiner Frau gemalt, die anscheinend völlig in Ordnung waren, wie wir es hier sehen. Aber für ihn anscheinend nicht. Und er war hier in einem Wahnsinn weiterhin gefangen. Oh, schrecklich. Absolut schrecklich. Aber das kennen wir ja schon aus dem Hauptspiel. Ich glaube, du warst Kinderzimmer, oder? Das müsste es... Ja, das ist das Kinderzimmer. Müsste es eigentlich auch ein riesiger Flashback geben und viele Erinnerungen von ihrer Seite. Zumal das hier auch ordentlich zittert. Ja, das dachte ich mal doch. Also wenn ihr eigenes kleines Zimmer nicht ein Flashback hervorruft, was dann? Ne? Oh. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was it? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving. Jetzt muss ich gegensteuern gerade. Er zieht automatisch nach links. She did not dare to move. Und ich schaue ihn weiter an, wie er sagt. End of her. Princess. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The princess heard a fearsome wail. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. Das reißt ab und zu mal richtig die Kamera rum. Da konnte ich dann nämlich gegensteuern und dann hat er sich auch so geräuspert. Ich glaube, wenn ich das zu oft mache, dann wird das nix hier. For a moment, it seemed like the worst was behind her, and yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight. There was still danger nearby. Oh, oh, das habe ich ihn wieder unterbrochen. She kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither.
hag was near, just outside of view. Alter. Didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away. Ja, ich guck doch zu dir, Mann. Felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will. Das ist aber schwierig. Woher soll ich dann wissen, wann es immer in so einen Impuls noch rechts oder links zieht? And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there, Alter. the princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. Okay. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Boah. Ja, das ist häufig so bei Künstlern. Die sehen die Welt halt ein bisschen anders. Gerade so kreative Geister. Und der muss anscheinend eine Geschichte sich selber erzählen beim Maler, was ihm dann höchstwahrscheinlich auch nochmal Leidenschaft und Emotion vermittelt, die er zum Malen braucht. Und wenn die Geschichte nicht richtig stimmt, dann kann auch die Emotionen anscheinend dann richtig einfangen. Und in dem Fall, ja, sie sieht wirklich nicht triumphierend aus. Sie sieht echt aus, als hätte sie noch Angst. Das hat er nicht richtig erzählt und anscheinend auch nicht richtig eingefangen. Und das war jetzt auch sehr, sehr schwierig, weil ich stand dort und es gab dann urplötzlich so ein Zack in die Richtung, beziehungsweise nochmal hier Zack. Und ich wusste halt nicht, wann schlägt es noch links, wann schlägt es noch rechts. Und offensichtlich habe ich auch die Geschichte jetzt 3-mal unterbrochen. Es hätte mich interessiert, ob, wenn ich das jetzt keinmal unterbrochen hätte, ob das dann wirklich triumphierend ausgesehen hätte. Oh, das ist sie, wie sie mit dem böse Grinse ihr Puppe an den Hund verfüttert. Oh Mann, oh Meter. Ist das alles so unglaublich heftig. Das ist psychisch absolut seelenzermalmend, würde ich sagen. Boah. Das Ganze hier ist absolut seelenzermalmend. Besseres Wort gibt's, glaube ich, dafür nicht. Komme ich hier rein? Irgendwas? Ah ja, genau, das war das Schlafzimmer. Da war man aber auch schon drin. Dann gab es noch ein Zimmer, das verschlossen war. Am Moment, in den Schrank würde ich noch ganz gern reingucken. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal gemacht habe. Dort sie sich ja immer versteckt, um zu weinen, während er seine Frau gekrische hat, die im Bett gelegen hat und Schmerzen gehabt hat. Ja, großartige Ehe, ne? Nee. Ich glaube, jetzt muss ich mich im Atelier stellen. Ich befürchte, du fängst der größte Wahnsinn an im Atelier. Weil das war ja sein Wirkungsplatz, sein Arbeitsplatz. Also, Rai. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Okay. Ja, wie das Puller-Baby. Der Nachtmar. Ja. Jetzt kann ich mal aus der Nähe wieder angucken. Der Nachtmar, der sitzt, der ist hier links im Bild so sehr. Und das ist der Alp. Eieiei. Das ist ein richtig geiles Bild, das gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich echt gestehen, auch wenn es etwas makaber aussieht. Da wird einer anscheinend in der Fluss gedrückt und der da links, der schleppt einen Galgen mit sich, wie im richtigen Lever. Und, oh, Flashback.
Ich habe übrigens auch nochmal nachgeguckt bei der Bearbeitung natürlich. Over links sitzt die Facecam und das überdeckt auch wieder den Grafikfehler. Der ist auch bei Inheritance leider mit dabei, muss ich sagen. Deswegen sehr, sehr schade drum. Ich habe gehofft, dass er möglicherweise bei einer nächsten Aufnahme oder so nie mit da wäre. Aber er ist nach wie vor da. Okay. Leinwand, Wachsmalstift und Pinsel. Okay. Nehmen wir mal den. Obwohl. Nee, ich glaube, ich nehme den Pinsel. Wir gehen mal von dem Kindlichen weg. Summer trees, so green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Okay. Grün, Frühling gefällt nicht. Dann müssen wir wohl in der Sommer rübergehen. No, put that down. You're doing so well. Okay. Weg mit dem Wachsmalstift und her mit dem Pinsel. Aber wo liegt der Pinsel jetzt? Wo liegt der Pinsel? Und jetzt sind wir anscheinend in ihrem persönlichen Wahn drin. Oh je, oh je. Nee, nehmen wir doch mal die Farbe, die grüne. Brilliant. Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Alter, du sarkastischer Arsch. Dann halt nett. Dann halt keine grüne Farbe. Ja, das muss ein hervorragender Kunstlehrer gewesen sein, was er eigentlich doch da. Hund? Hundi? Oh oh. Das klingt nicht so gut. Was ist das? Blau? Ich glaube, blau können wir jetzt gerade nicht gebrauchen, oder? Oder können wir blau gebrauchen? Da wird er wahrscheinlich völlig durchdrehen. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. Just like you. Ja, Alter, dann fick dich doch ins Knie, du Scheißkerl. Entschuldigung. Ja, wie eklig der mit seiner Tochter spricht, als wäre es ein dummer Student. Und selbst so dumme Studenten sollte man nicht so retten. Mich verfolgt anscheinend der Hund gerade. Wobei ich da eigentlich vor dem keine Angst haben muss, weil das war ja ihren Dobermann. Ich weiß ja nicht, was für eine Farbe das er jetzt will. Von daher werden wir mal gucken, oder? Rot? Vielleicht mag er rot? Oh, hi. Das dachte ich mal schon. Das ist ja alles nicht real. Insofern macht mir das jetzt auch wenig aus. Mit dem Hund. Hier, probieren wir doch mal rot. An. Ah, yes. The autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt dunkle Farbe, vielleicht ein dunkles Blau oder sowas. Oh, ich befürchte, da geht's wirklich weiter. Kann ich mich vorher noch irgendwie umgucken oder so? Den schwarze Wachsmalstift will ich jetzt mal nicht nehmen, sonst dreht er wieder am Rad. Nee. Ich glaube auch, wir kommen jetzt nirgends mehr weiter. Aber kleine Kinder verwenden halt Wachsmalstifte. Die verwenden halt nicht wieder Herr Meister, Künstler hier, die Pinsel und Ölfarbe. Was ist das? Ah ja, das sieht gut aus. Ich glaube, der Hund ist wieder in der Nähe. Aber ich denke mal, ich verwende jetzt mal die Farbe. Die scheint zu passen. Hoffe ich. Dunkles Blau. Any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Ja, ist ja gut, mein Lieber. Das war doch dunkles Blau, oder? Oder so dunkles Blau. Na, egal. Dann wohl nicht. Dann brauchen wir halt was anderes. Hier. Augenbild. Da hat sie dasselbe Wahn wie ihren Vater. Die Gut. Fräulein Mustermann. Okay, das
löst sich auch immer auf und setzt sich nicht zusammen wie ein Bast. Da runter kommen wir auch nicht. Also müssen wir wahrscheinlich hier durch. Die Musik bauscht das jetzt aber auch mehr auf, als es ist, um ehrlich zu sein. Da könnte man doch richtig sein. Ja. Hund ist wieder hinter uns. Oh. Findet sich da irgendwas für uns? Wir sollten wohl weiter zurückgehen. Okay. Der Weg hinter uns ist jetzt auch wieder offen. Und hier sind auch wieder Spielzeuge. Der Mr. Scooter ist hier. Und hier ist er noch einmal. Oh. Über den Spielzeugberg klettern. Machen wir den Mr. Scooter wieder dabei, neben anderem Spielzeug. Oh. Mr. Scooter geht's nicht gut. Da kommen wir nicht hier. Ich glaube, der schnurrt ach so leise. Da unten geht's ihm gut. Aber da geht's ihm nicht so gut. Oh. Okay, dann brauchen wir irgendwas. Vielleicht können wir den Ballroller. Geht das? Okay, den Ball können wir rollen. Dann müssen wir den wohl hochschaffen. Alter. Alter. Wie widerwärtig erlöschen die Geräusche hier. Also wenn das nicht die Farbe ist, dann fresse ich auch einen Besen. So. Okay, jetzt wird der Bildschirm gerade schwarz. Sind wir jetzt wieder bei der Leinwand? Jetzt sind wir bei dem Gemälde. Da ist noch Eugli-Gemälde. Jetzt hat sich der Zugang aber versperrt für uns. Okay. Dann also wieder zurück zum Bild. Rennen oder so können wir auch nicht in dem Spiel. Okay, da ist es wieder das Gemälde. Na gut. Dann wieder hier durch den Gang. Wäre auch zu schwer gewesen, wenn man wohl einfach an eine Farbtrag kommt, die man braucht. Dann machen wir jetzt hier der Himmel dunkel. Und was sagt er? You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Ja, das ist auch sehr lebensbejahend hier, das Bild. Der scheint ja ein super Lehrer zu sein. Oh, das war wieder das Bild, was wir auch in einem Raum gefunden haben im Hauptspiel. Hier, jetzt hellen wir das Ganze auf. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch weiß oder eine andere helle Farbe gucken. Die Musik macht es auch gerade nicht besser. Ich gucke erst gar nicht zu dir, Hund. Ganz ehrlich zu sein. Das ist wieder grün, das können wir nicht gebrauchen. Und dreht er nur wieder am Rad. Rot oder pink können wir auch nicht gebrauchen. Hier ist es ja leid. Das kann man nicht gebrauchen. Ja, der Hund ist eher nervig, finde ich, als dass der wirklich gruselig ist. Ich guck noch im Schenner. Weiß oder in einer ähnlichen Farbe. Vielleicht auch noch. Was sind noch so helle Farbe? Gelb. Gelb könnte noch was sein. Ui. Jetzt habe ich aber eher das Feuer gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht. Hier ist das Hund. Sei doch nicht so angriffslustig. Da ist gelb. Ich gucke mal, ob ich was Besseres finde in der Zwischenzeit. Aber ich glaube, gelb könnte es sein, tatsächlich.
wenn er Weiß nicht haben will oder wenn Weiß nicht im Sortiment vertreten ist. Jetzt brennt auch gerade hier alles. Das ist auch nicht gerade so schön. Das ist nicht sehr lebensbejahend. Oh je. Jetzt muss ich wohl hier durch, oder? Durch den Brand. Da hat es jetzt hinter uns verändert. Ich kann es gar nicht sagen. Okay. Ich habe wohl einfach hier durchgemüsst. Ach du Scheiße. Also die Tante ist auch nicht gerade ohne Spleen und ohne Wahnsinn. Das muss man auch jetzt mal so an der Stelle sagen. Die hat auch nämlich alle Tasse im Schrank, die Tochter. Wie kann man dann wenn man das Arbeitszimmer vom Vater sieht, wie kann man dann bitte so abdrehen und sich ein Labyrinth ersinnen, in dem man Farbe sammeln muss für eine geisteskranke Abfolge von einem Bild, von einem Landschaftsbild, wobei der Hund ständig stalkt. Also die geisteskranke Idee muss man auch mal gucken. Du kannst schon irgendwie klar bei Verstand sein, wenn du so einen Scheiß kommst. Okay, jetzt probieren wir das mal mit dem Gelb aus. Ich hoffe, das stimmt. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally... Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Alter, du kranke Schwein. Alles kaputt. Und die Sohn verbrennt alles. Trophäe erhalten den Kupfer. Erinnert dich daran, wie... Hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his Alter. mistakes. God knows he made plenty of those. Alter. Huch, was ist denn das jetzt? Okay. Also merke, hebst so Fotografie hoch, dann siehst einen dunklen Gang. Ja, das passt auch zu der Szenerie. Sie sitzt auf dem Schemel in seinem Atelier, während er nur am Rumkreischen ist oder voller Wut an einem Bild malt und auf Teufel komm raus irgendwie hinkriegen will, während die Schatten um ihn länger und monsterartiger werden. Also sie hat auch keinen Spaß gehabt, ihm bei der Arbeit zuzugucken. Immer roter Farb. Ach, lustig animiert irgendwie. Oh Mann. Ja, mal auch nichts mehr. Ach Gott. Die ganzen Dinger, die er da reingekritzelt hat, die sind zwar auch noch drin zu sehr, das mit der Zutaten aus dem Hauptspiel, aber die Zutaten selber liegen nicht drin. Gott sei Dank. Oh Mann. Das war jetzt weniger als gedacht eigentlich. Ich habe gedacht, das Atelier wird mehr Wahnsinn auslösen, um ganz ehrlich zu sein. Da hat das Arbeitszimmer meiner Meinung nach erheblich mehr Wahnsinn ausgelöst. Wobei die Art von Wahnsinn hier in dem Zimmer durchaus schon von sehr extravaganter Natur war. Okay, ich stehe da was sage, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear Inheritance auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear Inheritance auf Pelzig. Ja, im Atelier ging es doch noch sittlicher zu als erwartet. Da haben wir die Fotografie hier gefunden, diese wunderschöne Postapokalypse-Fotografie. Ja, hier bricht auch wieder alles zusammen. Das können wir auch zumachen, glaube ich. Draußen regnet es mal wieder wie bekloppt. Und das hat uns jetzt den Weg noch over, glaube ich, geöffnet. Jetzt bin ich immer gespannt, was wir da finden. Weil hier gibt es, glaube ich, nichts mehr für uns. Hier geht es nur raus. Am liebsten tät ich ja eigentlich rausgehen wolle. Ach Mann. Ach Mann. Ach, wäre es doch nur so. Ach, könnte man das doch nur... Boah, jetzt fängt wieder die Musik an. Ah ne, Quatsch. Das war ja nur der hier. Ja, wir müssen uns jetzt wohl over dem Raum stellen, weil ich glaube, soweit haben wir eigentlich alles gemacht, was zu machen ist.
Ja, du vergammelt immer noch die Rat, die muss jüngst verstorben sein. Das heißt, das geht wieder hoch. Bleibt uns ja nur noch der Raum. Und ohne Taschenlampe ist auch irgendwie gruselig. Würde mich mal interessieren, in was für einem Jahr wir jetzt gerade sind. So 40er, 50er vielleicht? Kannst du sagen. Ja, jetzt ist ja plötzlich uff. Finde ich auch etwas gruselig, um ehrlich zu sein, dass das Bild hier den Weg öffnet, die Fotografie. I don't know what I expected to find. Trophäe erhalten in Silber, Schwamm A farewell drüber. note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. I had given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Boah. Das heißt, sie hat jetzt das Haus angezündet, nachdem sie das Porträt von sich gefunden hat. Ach du liebe Zeit. Was er für sie gemalt hat. Sie mit einem Blümchen in der Hand. Als Entschuldigungsgeste seinerseits. Boah. Jetzt brennt einfach nur noch alles. Das ganze Kunstwerke werden vernichtet. Hey, Princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Boah, ich habe gerade eine meterdicke Gänsehaut. Das heißt, in ihrer 70er Jahre Wohnung mit ihrer eigenen Tochter fängt der ganze Wahn von vorne wieder an, indem auch sie sagt, wie ihren Vater gesagt hat, schönes Pferd, aber warum ist es pink? Alter. Okay, das war das DLC. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege jetzt noch irgendwie 20 Minuten Episode hier. Aber deswegen wäre ich wahrscheinlich abmoderiert habe und wieder amoderiert habe in dasselbe Episode, ihr liebe Leute. Das ist jetzt leider nur noch mal circa 5 Minuten Woche. Was ich dazu noch zur Sache habe, ist definitiv, dass auch das DLC, wenn auch klein, aber fein, sehr, sehr genial war. Inheritance war großartig, war absolut genial. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es war wie das Hauptspiel. Und man war sofort wieder in der ganzen Sache drin. Es war genial aus der Perspektive von der Claire das Ganze zu sehen. Und auch die hat definitiv einen Schatten und ist geprägt fürs Leben, wie man es auch gesehen hat. Also es wird in der Familie mit dem Wahnsinn kein gutes Ende nehmen. Das Ganze wiederholt sich einfach wieder. Ja, als nächstes bleibt man nur noch zur Sache. Es war großartig, für mich hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und das nächste Projekt, was ich hier im Bereich Horror machen werde, wird sein Let's Play Outlast Whistleblower Uff Pelzig. Dazu sehen wir uns dann morgen wieder, also machen's gut, ihr liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie mir es Spaß gemacht hat, das für euch zu spielen. Iron Yankee.